Ja, hier im Warmschauer in Bremen zwei sehr angenehme Tage verbracht mit Dirk und dem Helmut. Dirk, der ja blind ist, aber trotzdem krass, was er alles so macht, wie er sich durchschlägt und mit seinem Hund, den er führt und ihm hilft, und auch dem Helmut, den er unterstützt, die sich schon ewig kennen. Und er ist auch als Blinder wirklich noch fast um die ganze Welt gereist, sogar mit dem Velo, das ist ein Tandem-Velo, er ist einfach hinten drauf gehockt. Und mir erzählt, wie schön es war, aber eigentlich hat er nie wirklich etwas gesehen. Also es ist schon krass irgendwie, das Ganze, muss ich sagen. Und ja, er hat mich schon recht inspiriert und auch gezeigt, hat mir vor allem auch gezeigt, auch wenn man irgendein Handicap hat oder eine Schwäche, das ist kein Grund, zu sagen, oh, ich kann jetzt nicht mehr reisen, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Klar, es erschwert das Ganze, aber es ist alles eine Einstellungssache, es ist ein Mindset. Und so wie man eingestellt ist, so geht man auch durchs Leben. Und ja, das war schon wieder mal einfach ein Beweis dafür gewesen. Und das soll sich auch jeder zu Herzen nehmen, dass wenn er da irgendwie etwas Kleines hat, das ihn ein bisschen stört, dass man sich da nicht muss, grosse Sorgen machen und sagen, ich bin der Allerärmste. Es gibt eindeutig schlimmere Fälle und man kann gleich mit einer guten Einstellung alles Mögliche machen und erreichen. Ja, genug gelabert, jetzt geht's weiter. Bremen-Hamburg, ein Zwischenstopp, let's go! Ich bin jetzt gerade an meinem nächsten Warmschauer angekommen. Das ist hier auf so einem Zirkusplatz. Also ist das ein bisschen creepy, aber es ist ziemlich nice. Also ich habe hier auch meinen eigenen Wagen bekommen. Oh ja, ich bin gespannt. Da noch der Killer-Clown vorbeikommt diese Nacht. Nisha, hast du keine Angst vor dem Todesrad? Nö. Freunde, ich lebe noch. Ja, die crazy Zirkusnacht überlebt. Dem her sehr gechillt. Und jetzt wieder on Tour und das Ziel ist Hamburg. Ja, nicht schlecht. Eine Maske anbehalten, ne? Was ist das für eine Kanon? Was ich aber gar nicht sehe, schon jetzt, dass hier im anderen Zimmer nebendran ist einfach so ein Hund, der richtig am Bauen ist die ganze Zeit. Also sobald man irgendwie etwas bewegt oder irgendetwas ist, also zum Beispiel hier so, ne? Ich glaube, man hört es. Also wenn der eine Nacht so durchzieht, dann gibt es dann mal Besuch von mir dort an. Du siehst es nicht, wo liegt der Unterschied zwischen uns beiden? Sterbe mit Toten kämpfen, die unfassbar sind. Irgendwann sehe ich schwarz, denn der Hass macht blind. Zermahlene Küken, Mensch begreift, Kälber sind Kinder. Die spielen und toben wollen wie eure eigenen Kinder, die zu Mama wollen. Und sich sehnen nach Wärme, ein Blick in ihre Augen. Verdammt, sie leben nicht gerne, deshalb kämpfe ich weiter. Sagt mir, nerv ich dich? Ich hoffe es, lese, schreibe und schärfe die... So, etwas habe ich jetzt gleich noch zu tun. Und zwar sind meine Haare langsam echt zu lang. Alles klar? Ja. Keine Faust? Haha, gut. Mischa, du? Mischa. Ich bin Luca. Ich bin Luca. Massi. Massi. Was macht ihr hier? Ich bin alleine im Garten. Im Garten? Nein, wir sind nicht alleine da. Da ist unsere Schwester. Oh, ja, okay. Cool, ja. Sehr gut. Merci. So, Haare sind geschnitten. Für 10 €. Richtig stabil hier. Oh, ich bin wieder on Tour. Und zwar habe ich jetzt gerade Hamburg verloren und gehe Richtung Lübeck.
Ich bin in meinem nächsten Warmschauer angekommen. Das mal hier in Lübeck. Johannes, mein Host, hat mich vorhin gefragt, ob ich Ostbier will. Und ist jetzt gerade in der Tankstelle geholt. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Es hat jetzt eine kalte Dusche und dann ein kaltes Bier. So muss es sein nach einem Tag Velofahren. Prost! Das muss ich noch sauber machen. Ja, was habe ich denn da wieder gemacht? Dieses scheiß Kurkuma, das ist natürlich tödlich. Muss aber. Ne? Möchtest du noch ein Glas Wein trinken? Wir sind wieder on Tour. Und zwar bin ich blockiert worden, weil da wieder eine Brücke in die Luft gehabt wird, damit das Schiff durch können. Und heute geht es von Lübeck nach Fehmarn. Liebe Leute, ich bin hier in meinem nächsten Warmschauer angekommen. Warte noch auf den Host, der in einer halben Stunde vom Arbeiten zurückkommt. In dieser Zeit machen wir hier mal noch eine Budgetübersicht. Und zwar ist in den letzten paar Tagen 167 Franken gebraucht worden. Das heisst, wir haben noch 8'919 Franken zur Verfügung. Wir schauen hier den Match auf einem ganz speziellen Fernseher. Und zwar auf einem Oldschool Röhrenfernseher. Schaut dir mal das Teil an, riesen Röhrenfernseher. Und dann haben wir diese Qualität da. Ja, Simon, wie findest du die Schweiz bis jetzt? Sehr gut. Das beste Spiel, was ich bis jetzt bei der EM gesehen habe. Boah, gut, dass ich vorgestern beim Zahnarzt war. Du kannst einfach sagen, like und subscribe to Mischa Hofer. Das ist hier die Werbung mit einem neuen Lächeln. Like and subscribe to Michael Hofer. Mischa. Mischa Hofer. Ah ne, jetzt geht's gar nicht. Dann muss der Deckel durch. Ja, sonst hätte ich alles in der Kamera gehabt.